Emimono macht ein duales Studium. Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem Day in the Life von mir in meinem dualen Studium. Ja, Leute, um 6:30 Uhr fahre ich meistens los und ja, Leute, ihr kennt Bruder, richtig, ich habe mir auch einen sorry. Führerschein gemacht. Auf jeden Fall fahre ich los. Heute war ein Tag, wo ich nur arbeiten musste. Für alle, die es interessiert, ich arbeite in einem Steuerbüro. Meine Aufgaben, da ich nicht so lange da arbeite, sind sehr einfach. Ich muss einfach nur ein bisschen so rumsortieren, Bürokram machen, Kaffee bringen und sowas. Hier mache ich mir Notizen für die Sachen, damit ich die heute nicht vergesse. Und Leute, mehr ist es eigentlich auch nicht. Und mein Betrieb ist wirklich sehr, sehr chillig. Also mein Chef ist bester. Kurz Füße hochlegen, gar kein Problem. Wir haben auch ein Sofa, wo wir chillen können. Entweder ich gehe spazieren oder chillen. Und das sieht jetzt aus wie ein Prank, aber Leute, wir haben sogar Tanzpausen in der Arbeitszeit. Nein, ja, Leute, nein, niemals. niemals. Ich blende euch mal ein, welche Musik in dem Moment liegt. Nein, das ist alles Troll. Das ist wirklich sehr chillig. Zweimal am Tag haben wir diese Tanzpause, das war die andere, blende ich euch hier gerade auch ein. Und nach der Arbeit gehe ich dann meistens einfach essen noch. Ich esse sehr gesund, ihr könnt auch gern Coach Aaron markieren, Carnivore Breakfast. Nächstes Mal zeige ich euch, wie ein Tag bei mir in der Uni aussieht. Vielen Dank. Das muss doch Cap sein. Digga, der ist so peak arbeitslos, ihr checkt nicht, Digga. Der muss peak arbeitslos sein. Ich hab's gesehen. I love Epstein, I love Epstein, I love Epstein. Bro, aber das ist auch, irgendwer hat die Kommentare geschrieben, dass das Charlie Kirky man auch hört, irgendwie. Hier, sounds like Charlie Kirky. Oder Charlie Kirky. Ja, das ist so dumm, Digga. Bro, what the fuck? Netflix Ende und dann auch noch Ega? Yo, wow, Furry nicht lustig, WTF? Bruder, ich sag euch ehrlich, nennt mich Bastard, cancelt mich. Ich hab mittlerweile abgeschalten bei jedem Thema, was ernst ist. Ich hab abgeschalten, Bro. Ich kann gar nicht mehr unterscheiden, wann man ernst sein muss und wann nicht. Ich hab diese Funktion einfach verloren. Wegen TikTok und Insta-Reels. Ich bin einfach durch, Bro. Also jeder macht Jokes über einen toten Mann, Charlie Kirk. Jeder macht Jokes über diese Epstein-Scheiße da. Jeder macht Jokes über irgendwie Krieg und so. Bruder, ich bin weg. Ich weiß nicht mal, was ernst ist. Ich hab keine Ahnung. Bro lacht auf Beerdigung. Nee, das nicht. Du hast letztes Snowboard Frontflip Video gezeigt. Hier Ski Frontflip auch tough. Digga, what the fuck, Bruder. Junge. Boah, ich sag mit Skiern 360 einfachste, was es gibt. Also nicht das, ne? 360 ist immer was anderes. Aber ich sag Skier 360, gib mir einen Tag, ich kann's. Nein, Retalk. Du musst, es ist nicht 80-20, sondern 90-10. 90% Eier, 10% Skill. Du musst einfach nur, es ist wirklich nur das, einfach nur so. Du machst deine Beine so einen Ticken breiter, so und machst du so und dann zack. Das war's. Mehr ist es nicht. Ja, wenn du dich überdrehst, Bruder, du wirst halt 3-4 Mal failen, dann wirst du deine Skier einfach verlieren, du stehst wieder auf, ziehst wieder an. Ich hab's auch probiert, Bro. Ich bin ja einmal im Urlaub, bin ich ja einmal kurz Ski gefahren wieder. By the way, ich bin immer noch der geborene Skifahrer. Ich dachte, also, so die erste Stunde dachte ich, okay, niemals kann ich wieder Skifahren. Ich fahre wie ein Opfer. Bruder, danach ging wieder. Ich habe auch direkt, Bro, ich habe einfach neue Skill gelernt. Diese 360s während dem Fahren mit Ski einfach. Und dann habe ich einmal probiert, 360 mit Ski zu machen, aber ich hatte halt Angst einfach. Aber wenn die Angst nicht da ist, Bruder, easy. Du nach dem ersten Try? ja, deswegen mache ich's ja nicht. Weil mittlerweile, ich bin eine was alles angeht mit so Tricks und so. Ich bin so eine Digga. Ich trau mich gar nichts mehr, weil ich mich überall verletze. Mathe 5, was ich auch nicht nachvollziehen kann. So, Chat, es gab heute Zeugnisse. Wir können jetzt darauf zusammen reagieren. Ich habe noch nicht gepiekt. Wieso habe ich keine 6? Mir wurde mehrmals gesagt, dass ich 6 habe. Ich habe keine einzige. Ich habe 223 Fehlstunden und davon habe ich 192 unentschuldigt. Ich habe alles entschuldigt. 192 Stunden unentschuldigt? Religionslehre habe ich 2, in Deutsch habe ich eine 4. Ich bin eine Dreier-Kandidatin. Eigentlich bin ich eine Einser-Schülerin. Das kann. Was das Zeugnis. Bruder, niemand wird mein Ding toppen. Ich glaube 456 Stunden entschuldigt. 456. Alle entschuldigt. Weil unentschuldigt waren 0. Historians in 2167 trying to figure out what Charlie Kirk looked like.
Doch, du bist halt uncancelbar, weil du schon alles gedroppt hast. Okay, Bruder. Weil ich alles gedroppt habe. Digga, was habe ich denn alles gedroppt? Bruder, schön. Einer macht mich so rund. Bin heute fertig geworden. Warte auf Staffel 2 ist Peak. Boah, rede mal. Alter, das Edit habe ich sogar geliked. Also nicht, das ist wichtiger als Account, aber mit meinem. Ich werde heute in die, obwohl ich weiß, ich kann sein, dass ich heute zu müde bin. Ich werde heute oder morgen in die letzten 2 Folgen reingehen. Heute oder morgen. Ich bin richtig am Action gerade noch. Wie ich mich bald fortbewegen muss, weil ich zu dumm und arm für einen Airi-Führerschein bin. Hä, wichtiger hat einen Führerschein. Please, this is so embarrassing for the interviewer. What? Were you able to go on set and see mom work? My mom? Oh, she doesn't work in the movie. Oh, well, what were you? Tell me a little bit more about what you were doing there. I was doing acting. Yeah. Ich hab nichts verstanden. Oh mein Gott. Mute you. Aber ich habe das TikTok auch gesehen. Die sagt da irgendwie so, Scheiße, hab ich dir gefickt oder so. Und sie war unmuted und er hat alles gehört. I mean, this guy's just terrible. Really? No! Aber mir passiert das so oft, Digga. Mir passiert das auch so oft, Bruder, wenn ich privat One-on-Ones spiele. Ich bin die ganze Zeit wegen Hugo SMP noch unmuted. Und dann hören die Gegner einfach die ganze Zeit nur das hier. Warte. Wie so richtig immer eine Taste reinhaut, Digga. Und dann droppen die irgendeinen Kommentar. Oh, du kleiner Bastard. Ach, also keine Ahnung, was die sagen, aber ihr checkt. Hallo, Boss? Yeah, Michael. I have a problem. Oh. Hallo, Boss? Oh, nein. Och, Mann, oh. Reason Firma? Oh, nein. Okay, Bro. Okay, Bro. Okay. Okay, Bruder, ihr sagt mir, ich soll übertreiben. Dann müsst ihr auch erwarten, dass ich übertreibe, Bruder. So geht das nicht. Oh, jetzt habe ich irgendwie Bock auf Make a Meme, Leute. Wollen wir kurz reingehen? Warum spawnt der wieder? Mein Traumleben eigentlich, aber. Jo. Das ist shit. Ja, wo du einfach einen Burger und alles das, aber trotzdem Soße drauf hast. Mein allgemein Traumleben. Aber das ist schon älter, oder? I'm tired, bro. I fuck up everything. Bro, okay, das war schon ein bisschen weird, ne? User 6468721. Digga, hä? Wie weird. Wie weird, Digga. Also ja, kann sein, dass einfach alte Fotos, alte Clips, aber trotzdem ein bisschen weird. Was hier? Machen wir noch? Bro, what the fuck? Er kann das nicht ernst meinen, was ist das? Leute, hört auf, Hugo den süß an Stream zu nähen. Sarge, er hat jetzt eine Banger Roblox Map Release. Bitte hört auf, in Zukunft ein Sigma. Digga, Hugo Glazer 67. Bruder, wisst ihr, was heute passiert ist, Alter? Das hat nichts mit dem Thema zu tun, ich weiß. Könnt ihr euch noch an das eine TikTok erinnern, wo ich bei einem brasilianischen YouTuber mitgemacht habe? Hier, das hier. Quem achar a bola primeiro ganha esse iPhone. Eu reuni 4 youtubers pra esse desafio. Será que eles vão conseguir? Mas não vai ser assim tão fácil. Eles precisam estar vendados pra esse desafio. Agora é hora de esconder essa bola. Deixa eu ver se eles realmente não estão vendo nada. Vocês conseguem ver alguma coisa? Hã? Não, eles não conseguem ver nada. Pessoal, agora eu vou colocar a bola no chão e vocês vão precisar encontrá-la. Eu vou fugir com a bola. Eu não vou ter nada. Eles não vão encontrar essa bola nunca, mano. Ninguém vai ganhar iPhone. Olha eles lá atrás, mano. Warum kenne ich sie jetzt, Bruder? Keine Ahnung. Encontrar a bola, mano. Não tem bola nenhuma. Meu Deus, eu vou fugir antes que eles me encontrem. Mano, eu tenho que fugir muito longe. Eu tô com a bola e com o iPhone. Eu tô macht euch zum Hund. Bro, wir wussten, dass er uns verarscht. Wir wussten das. Das ist gestaged. Digga, wir wussten, dass da kein Ball ist.
Quem achar a bola primeiro... Ja, auf jeden Fall. Bruder, ich hab ihn random, komplett full ass random heute im Restaurant gesehen, Digga. Mit einer anderen Frau. Ich denk mir so, okay, krass, ist das irgendwie seine Freundin oder so? Dann geh ich so zu, seine Freundin ist zur Toilette gegangen, ich geh so zu ihm, yo, was geht's? Yo, was geht ab? Digga, dann sagt er, yeah, I have right now a date with a German girl. Digga, ich denk mir so, was? Warum hat er mit einer deutschen Date, das war das erste Date, ich weiß so, ja, okay, viel Glück so. Dachte mir nichts dabei, ich dachte mir so, okay, Deutsch, kennt die mich nicht? Weil die war schon, also die ist jetzt, ne, die ist in ihren 20s, ich denke mir so, ja, okay, kann ja sein, dass sie mich kennt, keine Ahnung. Dann, die ist wieder da, die essen, so, wir sind fertig, ich wollte so Tschüss sagen. Bruder, auf einmal die Frau sagt, hey, hallo, ich bin Deutsch, meine Schwester ist ultra Fan von dir. Kannst du sie grüßen? Und können wir noch ein Foto machen? Oder tot? Digga, das ist so random. Digga, ich frag mich echt, wie ist der Deutsche? Bro, der ist ja Brasilianer, der redet ja gar kein Deutsch. Der redet halt Englisch dann, aber ich find das so random. Das ist so random, Alter. Das war ein Top 3 Random Encounter, Digga. Einer stiehlt die Show. Ich hab nicht die Show gestohlen. Irgendwann ich mit meiner Freundin. Irgendwann. One day, guys. Ich habe mir heute im Auto, habe ich mir selber 2 Jahre gegeben. Ich rechne mit in 2 Jahren habe ich wieder eine Freundin. Wir haben so über Kinder geredet. Dann meinte ich so, Digga, ich werde niemals mit 30 schon Kinder haben. Eher mit 33. Und meine Rechnung geht so. Ich brauche 2 Jahre, also um eine Freundin zu bekommen. Weil, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, ich weiß, das kann man nicht planen, aber ich versuche es so gut wie möglich zu planen. Meine nächste Freundin ist meine Traumfrau. Da gibt's keine andere mehr. Da gibt's kein, okay, mal gucken. Die nächste, die ist es. Ne? Und ich gebe mir selber dafür 2 Jahre. Dann muss man ja mit der ein bisschen zusammen sein. Man kann ja nicht ihre Kinder bekommen, das wäre Arsch. Deswegen, also ich gebe mir 2 Jahre, da bin ich 25. Wenn wir jetzt rechnen, dass ich 23 bin, bin ich noch nicht, aber bald. Dann bin ich 25. Dann will ich mindestens 8 Jahre mit ihr zusammen sein, dass man sagen kann, okay, Kinder, da bin ich schon 33. Aber, Bro, 2 Jahre ist auch kurz gerechnet, Bro. Also, es wird wahrscheinlich nicht 2 Jahre sein. Dass ich schwul bin? Ja. Boah, wär tough, Digga, aber nee. Also, ich fahr so krass auf Frauen ab. Digga, tougher Satz von Wichtiger an der Stelle. Wieso ist das so true? Eve, what year were you born? 2003. Georgia, what year were you born? 2003. Steve, what year were you born? 1980. What year were you born? 2004. Shelley, what year were you born? 1990. When were you born? 1970. Project Home. Kira, what year were you born? 2006. George, what year were you born? 1990. Bro, ich schwöre, es ist aber so, ne? Ich schwöre. Digga, für mich ist Bro, und das ist kein Witz. Für mich ist alles unter 1999, Bruder, die sind mit Pferden rumgeritten, sage ich. Und das meine ich komplett ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 1900 die Autos hatten. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.